Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Was hat der? Ja, der Kalbert, aber wo ist denn der? Ja. Es ist schon recht ein Druck auf mir Last. Aber es gibt dem viel zurück. Das ist grosse Lebensqualität. Mein Anliegen ist, die Rosse einen Raum zu bieten, wo sie wirklich Rosse sein können. Dass sie sich selber an ihre Natur erinnern, an ihre Urkräfte. Wenn ich könnte, würde ich nichts anderes wollen, als auf der Alp bleiben, bis ich tot umkehre. Sieglinde Zottmeier und ihr Partner, der Alfons Gotti, sind auf dem Weg zu den Ross. Heute müssen die Weide wechseln. Ich tue eigentlich von Anfang an, wenn die Rosse angeliefert werden, beobachten, wie sie die Gruppe bilden und welchem Ross folgt man. Und dann versuche ich mir das zu merken, damit ich, wenn ich so einen Zügeltag habe, möglichst effizient und ruhig einfach weiss, da muss ich hin, das nehme ich und dann ist es erledigt. Also ich nehme jetzt hier die schwarzen von den 2 Rössli, weil der Braun, der Chest ist ein bisschen schüch. Und wenn er verschrickt und weggeht, geht sie auch weg. Gott sei Dank ist sie eigentlich eine Neugierige. Die Ross gehören verschiedenen Besitzerinnen und Besitzer und sind den Sommer über die Alp. Alles gut, Mann. Super, danke. Ganz fein. So, das hat gut funktioniert, bin ich froh. Und der Chester, weil er an ihr anhängt, weil das Freunde sind, wird er einfach mitkommen, muss ich mit anhelfen. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Gell? Kommst du mit, Chester? Wenn wir zuerst oben oder hinten? Ich gehe noch mal hin eine Gruppe holen. Dann gehe ich da oben am Moor durch Ja. hinterher. Die Kunst ist es, herauszufinden, welches das ranghöchste Ross vor Herde ist. Gut. Gut. Dann starten wir. Ich habe geschaut, auf welchen dass die anderen Rosse am meisten reagieren. Aber ich bin jetzt mir nicht sicher, ob das wirklich das Ross ist. Genau. Und ja, eigentlich ist es auch ein bisschen Gefühlssache. Jetzt gehen wir mal schauen, was er davon hält oder sie. Ich weiß gar nicht, ob es ein Stuten ist oder ein Wallach. Genau. So, guten Morgen. Ja, genau. Oh, wir kennen dich schon. Ja, du bist mit mir gelaufen, gell? Ja, du bist ein Fein. Genau. Oi, du auch, gell? Ja, Feine. Genau. Hm? Du bist ein Fein. Genau. Okay. So. Das ist gut, du bist ja völlig relaxed. Ja? Du auch? Ja, genau. Jetzt ist es für mich natürlich noch die Frage, liege ich richtig, wenn ich mit dir gehe? Weil es ist möglich, dass wir 2 Lonely Riders sind. Nein, da muss ich noch viel. Schauen wir, ob das nützt. Jawohl, jetzt mache ich Butter. Dann gibt es halt einen Butterkuchen, das gibt es doch auch. Das ist halt zu flüssig, um auf den Kuchen zu hauen. Eigentlich macht Maja Niedlenhafen eine Schwarzwälder Torte zum Geburtstag. Der Baludi. Kommt jetzt 10. Und er ist immer bei mir geblieben. Seit ich ihn habe, war 7 Wochen alt. Andere sind krank gegangen.
Er ist geblieben. Freiwillig. Weil er nicht müssen. Oh nein, der wächst mir schon zusammen. Nein. Er ist schon. Der Baludi hat bei mir viel zu hohen Stellenwert. Aber das ist halt so passiert. Also ich komme nicht klar mit dem, dass er irgendwann nicht mehr ist. Muss ich schon sagen. Aber es geht, glaube ich, anderen auch jetzt. Der behalten für immer. Gell, Baludi? Du wirst 20, jetzt haben wir noch 10 Jahre Zeit, um uns auf das vorzubereiten. Das geht schon. Beim Mal denkst du, wenn der nur reden könnte, dann denkst du, zum Glück kann er nicht reden. Baludi, komm da. Oh, hopp. Das kannst du schon haben. Kuchen mache ich, wenn ich wieder zurückkomme. Muss ich zum Fee. Come for some sun. Come for some sun. Ja, meine Kühe sind ein paar weit oben. Come to forget about someone. We can choose together, so to spend all the time in the blue. Okay, gar nicht da. Hol die Wand raus. Lass mich raus! If you don't Weiter! like the ball, we can Okay, play gar nicht da. at the back with the Come for some fun. Wenn eins allein steht, ist das meistens nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Die meisten sind nicht einfach so allein. Hätte nicht nachmögen, oder? Die Anna. Ja, Anna. Jetzt kommt es aus, ob der Fonsi auf das richtige Ross gesetzt hat. Okay, let's go. Komm, komm. Okay. Sein Bauchgefühl hat offensichtlich nicht gestimmt. Ich habe nicht den Boss der Gruppe genommen. Von dieser Gruppe sind es die 2 Schwarzen. Okay. Jetzt gehe ich noch mal runter. Und der kommt natürlich mit. Genau. Das finde ich voll cool. Weil eigentlich muss man da mit Demut und Humor einfach vorgehen. Nein, dann weiss ich Bescheid, welches Ross das es nicht ist. Und im Prinzip habe ich die Möglichkeit, jedes Ross durchzutesten. Und dann komme ich irgendwann zu dem Ross, wo die Leitstute in dem Moment ist. So, jetzt machen wir das, was Zieglinde sagt. Sie hat gesagt, dass die 2 Schwarzen hier die Führung haben. Und jetzt probieren wir das. Nehmen wir einfach ein und dann sehen wir schon, ob wir da richtig liegen. Okay. Und voilà. Dass sie da über den Kamm drüber kommen. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves. Gut. Eine Hübschen. So. Wow. Puh. Mega schön. Oh, es verschwindet sie denn heute. Schau mal. Das ist das beste Fitnesstraining. Für Mensch und Pferd. Es ist immer wieder auch ein Staunen, dass das wirklich der Alltag sein darf. Und wenn
Wenn ich jetzt so raus schaue und die Herde sehe, die großen und der Ausblick, dann ist es schon auch immer wieder ein Staunen, dass das einfach unser Alltag sein darf. Was Zieglinde nicht ahnen kann, es ist eines der letzten Mal, wo sie das hier oben zusammen geniessen können. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey. Ja, Anna, hey Palusa. Das ist jetzt Palusa. Paneritium, sagt der Doktor. Wir sagen Palusa. Ja, darum ist sie da. Schenkli haben schon einen einfachen Job. Schaust, wo sie sind, es steht einer alleine. Ist irgendwas nicht gut? Anna, du armer Scheisser. Das habe ich nicht gesehen vorher. Ja, das haben sie jetzt schon. Das haben sie. Palusa, hat mir der Doktor gesagt. Der Paneritium sagt eigentlich immer, wenn beim Klauen eine Entzündung ist. Also eigentlich ist es so ein Bakterium im Boden, wo, wenn es ganz trocken ist oder ganz nass, nehmen sie es halt ringer auf. Ja. Wenn ich am Abend komme, nehme ich die Spritze mit. Dann hast du es am Abend schon besser und morgen gut und übermorgen weisst du gar nicht mehr, dass etwas hast. Das können Sie mir glauben. Das ist Anna. Die Anna muss ich dann vielleicht adoptieren. Ja, ja. Na, die muss man ja gerne haben. Gell? Wir wollen pure. Ja. Heute Abend gibt es eine riesige Party. Wahrscheinlich ein Cremeschnitt dann schon einen Schwarzwälder. Oder einen Schwarzwälder mit Butter. Ich meine, das ist ja ein Butterkuchen, oder nicht? Gell, Baludi? 'Cause when push comes to shove, you know I'm pushing love towards you. Ah ja, hier sind wir wieder daheim. Ich habe euch gesehen, viel weiter oben. Wenn wir die Schweine von den Kühen befreien. Hopp. Was hat der? Was ist der? Hurengottvertori. Ich habe noch gedacht, der hat verworfen. Der sieht so scheiße aus. Die hat doch verworfen. Also, die kommt doch jetzt nicht im Ernst zum Kälber, oder hat die gekalbert? Mit Verwerfen meint die Maya, dass die Kuh Conny eine Fehlgeburt haben könnte. Der kalbert, aber wo ist denn der? Ja. Kein Kälbli weit und breit. Weder im Stall noch vordran. Ja, jetzt muss ich schnell schauen. Das will aber nichts heissen. Die Geburt könnte auch irgendwo draussen passiert sein. Es ist Ende Sommer im Val d'Anivier. Die Eringer Kühe vor Alpage de Rouen grasen jetzt auf der höchsten Matte vor Alp. Jetzt haben wir extrem lange Wege, ja. Von Morgenstunde hoch, am Abendstunde ab. Merkt so, jetzt sind sie recht viel am Liegen oder am Fressen. Und es ist schon langsam müde, ja. Wieder hier, da. Ist schon abgebraucht. Aber jetzt, wenn die Fee ein bisschen ruhiger ist, schon besser. Ja, ich kann etwa eine Stunde pennen, wenn sie im Liegen sind und ein bisschen nachher schlafen. Tut auch gut. Nach 3 Monaten geht es am Ende zu. Den ganzen Sommer haben die Eringer Kühe gegeneinander gekämpft und so die Rangordnung ausgetragen. Langsam ist klar, welche Kuh die beste Kämpferin ist. Das sind die zwei Zweiten. Die Pessa und die Pamela. Trotz vielen Kämpfen ist die Rangordnung noch nicht fix. Ja. Momentan sind sie ja Spitzen, die zwei. Souverän. Und schau auch ein bisschen zueinander. Macht auch viel aus. Ja. Diesen Sommer ist einiges gelaufen, ja. Eine hat leider noch heim müssen. Die hat vom Kämpfen so viele Blessuren gehabt, dass der Bauer gesagt, er nimmt sie heim. Am Anfang war sie Königin und dann die Zweite. Und dann hat sie gegen die andere Zweite hat sie 50 Minuten gekämpft und die einander recht auf den Ranzen gegeben. Ja. Und dann war sie ja so viel blessiert, dass sie gesagt hat, sie nehmen sie heim. Jetzt
zum Genesen. Und dann hat es hier an der Spitze ein bisschen Wechsel gegeben. Und die zwei ist dann erlegt. Dass diese auch nicht so fit ist, weil sie dann mögen, ja. Es geht dem Dino nach, wenn es seinen Schützlingen nicht gut geht. Das ist ganz schön hier. Madeira. Ja, wenn du halt so viel lang bei diesen Tieren bist, dann kennst du sie schon gut. Es sind lange und harte Tage hier oben auf der Alp. Der Dino hat manchmal zu beißen am Alleinsein und hat nicht gewusst, ob er es bis zum Schluss durch hat. Ja, die Abhaltung ist schon gleich, ja. Jetzt geht es nicht mehr so lang. Noch etwas mehr als 20 Tage. Ja, man hat gleichwohl die Zeit, sie geht schnell durch. Eben, natürlich Abbau viel zu tun gehabt, viel zu tun. Wenn man Bütze ist, geht die Zeit dahinter durch. Und wenn es mal nicht so viel zu tun gibt, bleiben die kleinen Freudeli. Ein feines Mittag. Ja, die Hui. Das wird nichts mit Servela. Raffa hat noch voll in Dung. Ja, noch? Nein, nicht daran gedacht am Morgen. Alles andere, aber nicht an das. Diese drei. Gute. Jetzt muss ich zur Mutter. Ja. Ruf deine Mutter, du hast noch nicht viel. Du hast noch nicht viel Milch gehabt. Aber er lebt. Juhu! Sag deiner Mutter, dass du lebst. Mutter. Meine Mutter. Es ist ein Junge. Meine Mutter. Der ist einer genug früh gekommen. Aber das hat er lebt. Das Kälbchen ist vermutlich schon eine Weile auf der Welt und braucht dringend Milch. Sonst kommt es nicht durch. Die Mami zeigt aber kein Interesse. Papa, schau da. Ich weiß nicht, was ich mit dem soll machen. Der kriegt keine Milch. Ich wette mit dir, der nimmt den nicht recht an. Da keine Biestmilch auf Lager. Ich milche mal so einen Naff. So, Brudi, jetzt müssen wir deine Alte holen. Ah, du bist jetzt chillst du jetzt, he? Ich hol deine Mutter. Hi, nochmal. Jonathan. Wo ist der Jonathan? Hi. Du hast noch nicht viel Milch gehabt. Und deiner Mutter ist es egal. Habe ich das Gefühl. Das ist schon geil. Ach, das ist ja schön. Jetzt müssen wir schauen, dass die Mama auch weiss, dass sie Mama ist. Muss ich da reinholen? Milch. Vielleicht muss ich das machen. Er braucht Milch, die Biestmilch. Dort hat er alles, was er braucht. Die erste Milch muss ich machen. Und nachher hat er schon Tankstellen. Und die Milch, ich kann dem schon Milch geben. Das mache ich natürlich, das reut mich nicht. Aber er braucht zuerst die Mama-Milch. Gell, Brudi? Hoffentlich lässt sich seine Mama von Maya überzeugen. Einsam und verlassen. Sieglinde könnte dem Kälbchen nachfühlen.
ist der Visionspfosten, der Osten. Geht die Sonne auf, da stirbt man und wird wiedergeboren im Medizinrat. Da werden Visionen geboren. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Es ist viel passiert in den letzten 2,5 Wochen. Ja, davon, sie hat mich verloren, hat sich getrennt von mir. Es ist für ihn nicht mehr gegangen, so wie es war, schien es. Und er ist auch aus der Hütte ausgezogen. Der Schmerz halt in dem. Aufprogrammiert, auf das sie ins Leben guckt, so wie mir das immer gezeigt worden ist. Neun Jahre waren Sieglinde und der Fonsi ein Paar. Was sicher schwierig war für den Fonsi, ist alles, was Spiritualität betrifft. Sei es im Einflüsse in meine Arbeit, in meinen Alltag. Das, was für mich natürlich und normal ist, ist für ihn schwierig. Da hat er andere Ansichten. Das geht für ihn nicht. Zum Teil ist es wie wirklich schockiert und erschüttert. Also wirklich, als würde es innerlich einfach als Erdbeben nachbeben. Und auf der anderen Seite auch dankbar für die Klarheit, dass es so klar vorbei ist und nicht einfach mal dahin gesagt. Das hängt auch damit zusammen, dass noch eine andere Frau im Spiel ist. Das macht für mich einen Weg. Selbst wenn das nochmal in die Frage käme, ist für mich klar, dass ich da nicht zurück kann. Das geht nicht. Und insofern kann ich mich völlig frei in meine Zukunft entfalten und ganz klar den Abschied nehmen und integrieren, was war, und im Frieden gehen. Broken records on the floor. I just can't seem to find the strength no more. I crawl between the piano keys, searching for a melody. I can't seem to find the cure. You're all that I hear. Hold on. When no one seems to care for me, hold on. When the world has turned its back on me, hold on. Do you? Wir haben so viele Ideen gehabt, gemeinsame, und das ist einfach vorbei. Ich muss mich anders organisieren. Und das ist natürlich ja, ist das auch traurig. Wütend bin ich auch. Auch. Ich könnte dann ganz ausfällige Wörter brauchen. Tue ich dann auch, wenn ich allein bin. Stampfen auf dem Boden. Ja. If I could stop the pain inside, just to let me rest my eyes. Ich bin sehr zuversichtlich für das, was kommen wird. Das ist auch so, ja, ich habe
bisschen Lebenserfahrung und bin auch schon öfter mal irgendwo am Boden entlang geschliffen. Aber es ist immer wieder etwas Gutes gekommen und auch aus dem daraus entstanden. Und so wird es auch jetzt sein. I hold on to you. Jetzt habe ich nicht viel mehr für den Moment. Mutter und Kind sind miteinander. Trink noch etwas. Wäre gescheiter als umleeren, aber das geht auch. Achtung, die Mutter schmeckt am Kind und denkt: Jetzt sind ja nur sie zwei. Jetzt werden sie schon miteinander reden und merken, dass sie zusammen gehören. Die Mutter ist ein junges Tier. Da kommt es etwa die vor, dass sie noch nicht wissen, dass sie für das Kälbchen verantwortlich wären. Jetzt kommt das noch gewittern und hageln alles gleichzeitig. Bleib du drinnen. Am Warten Milch trinken. Nach dem Gewitter. Die Mutter hat der Jonathan gäng noch nicht angenommen. Das Kälbchen braucht dringend Milch, sonst kommt es nicht durch. Das ist doch noch da. Möglichst schnell, dass die Temperatur gleich bleibt. Kommst auf? Ist geil, ne? Du musst doch etwas so machen. Oder macht etwas. Hä? Ja, das saugt. Juhu, das saugt. Ja, ist das geil? Ja, ja. Mach etwas, ja. Musst so hoppla, hoppla. Hä? Hoppla, hoppla. Na, hopp. Hela. Hey, hoi! Ja, Milch macht mir dem Jonathan munter. Geiler hoher Sound hier. Das ist... Ach, nein, er funktioniert schon. Er schon. Ja, hoi! Ja, hoi! Ja, hallo! Jetzt läuft er schon. Hoi! Hoi! Willst du noch mehr? Ja, willst du noch mehr? Ach komm, ich adaptiere dich doch. Er steht, er läuft, er saugt. Habe ich Freude, habe ich schon Freude. Den kriege ich jetzt schon her. Gute Nacht, Brudi. Aber eigentlich wäre ja heute ein anderer Geburtstag im Mittelpunkt gestanden. Vermutlich ist Balu aber nicht ganz unglücklich, dass es nicht für eine Schwarzwälder Torte gelangt hat. If the light shines on me. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Baludi. Du musst keine Angst vom Feuer haben. Nein, nein. Viel Glück zum Geburtstag. Ist nur das Pfötli? Ja, viel Glück zum Geburtstag. Jetzt bist du schon 10. Danke für deine treue Begleitung. Jetzt haben wir es nochmal 10 Jahre. Ja. Kannst du ausblasen. Viel Glück zum Geburtstag. Musst auch nicht. Komm da zu mir. Komm. Ja, fein, Blut. Hopp, hopp, hopp. If the light shines on me. Ja, fein, Blut. Wenn der Lohn nach Kilometer her hätte, würde es auch vielleicht ein Kessel. Vor das Jahr habe ich einmal geschaut, dann so ein Messer gehabt, das wir wirklich Spitze gemacht. Dann, als wir diese Woche am meisten hatten, im Tagesschnitt von 37 Kilometern. Und ja, nichts eben. Ja, mehr als 10 Kilo habe ich auch jetzt satt. Das ist schon ein schöner Moment, dass ich gut höre.
ein bisschen Rühe fallen, kannst animieren zum Fressen. So ein schönes Gefühl. Ja, jetzt denke ich, das sagt der Hätter, der Film liegen sind. Ja, gleich noch ein Hüngel. Home! 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 Viele Kilometer und Höhenmeter jeden Tag. Wenig Schlaf und das jetzt schon seit Monaten. Tino hat es angehängt. Was ist los? Hä? Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh. Hä? Begriffen? Manchmal kann es dir auch elend auf den Sack gehen. Jetzt ist immer ruhig. Vielleicht hat es nicht. Das ist nichts. Weisst du, solche, die brummeln, die 4 Stunden, halbe Stunde und dann kämpfen. Und dann ist es immer gut, dann ist Ruhe. Vielleicht am nächsten Tag auch noch, wenn sie noch einmal zurückkämpfen und noch einen Schwung machen und dann ist es immer gut. Aber die da, die tagelang Zeug rumbrummeln und nervöseln und Anger aufjagen, das hasse ich wie ein Moor. Schön still. Auch die Maja ist im Zaun. Dem Kälbli Jonathan geht's gut, der Bauer ist es abholen. Sie hat aber nicht nur wegen dem einen guten Lohn. I ain't sure about the world. I can't see what's on the other side. Mach ich da wie Legolas? Bam. Wish I could know. Bam. Bam. Zack. Ich komme mir immer vor, wenn ich so einen Bogenschütze habe. So wie es jetzt aussieht, gehe ich hier runter und habe selber einen Betrieb. Gehe ich auf die Brünn. Es ist immer noch so, dass ich halt hier gerne bin. Aber es sind natürlich schöne. Es sind schöne Gedanken, das ist das, was ich will. Ja. So wie es aussieht, gehe ich auf die Brünn pur. Ich habe halt allen gesagt, dass ich etwas suche und in welcher Form etwa. Und dann ja, von einem, der hier auch Vieh hat, die grauen Kühe sind, der hat den kennt. Und ja, der will verkaufen und ich suche etwas zum Kaufen. Jetzt haben wir uns gefunden, der Retter von Brünn. No, it's sure it's all about your every and no, it's sure it's all. Ja, das sind schon viele Gedanken, die jetzt, ich meine, das habe ich immer wollen. Und ich habe auch Freude, das ist kein Thema. Aber hast halt dann, vielleicht denkst du auch, ja, hoffentlich geht es gut. Gell, Baludi? Der Co-Pilot hat ein bisschen warm. No, it's sure it's all about your every and no, it's sure it's all. Wenn ich etwas mache, dann will ich das schon irgendwie im Stand sein. Und das gibt einem dann auch viel Kraft. Und darum ist Maja jetzt schon am Studieren, wie sie es machen will. Also jetzt habe ich hier eine Seite gemacht, dann habe ich quasi anstatt den Businessplan habe ich einfach eine Homepage gemacht. Ich bin eigentlich so weit schon zufrieden. Mit dem Namen weiß ich noch nicht. Alp und Kalb. Jetzt auf die Welt kommen. Und dann geht es eigentlich um Vermarktung vor allem. Im Grunde noch kannst du sagen, von welcher Kuh dass du das Kalb willst. Dann kannst du auf die Alp kommen, kannst das besuchen, kannst sehen, wie es mir geht. Immer. Und nachher ist halt einfach der letzte Schritt. Du kannst mir fast den Namen geben und hast dann nachher dafür im Dezember oder Januar das Fleisch von dem. Dann haben die Leute gesagt, wenn ich sehe immer das Tier vor mir, sage ich ja, und ich? Also das ist ja auch ist ja berechtigt, dass man mir sagt, du bist ein Gnadenhofmensch. Der
Flatulenz, Baludi ist schon auch gut der Zuhörer, aber es fehlt mir halt mal ein Feedback konkret. Wenn ich eine Idee habe, jetzt habe ich mittlerweile 100'000 am Tag, weil ich denke, was ist das Richtige? Ich habe auch Schiss. Ich meine, du bist selbstständig, jetzt bin ich immer angestellt. Das ist so, das ist eine Angst. Haben sie mir gesagt, Angst sollte man nicht haben. Aber für mich ist es vom Empfinden schon eine Angst. Vor 2 Wochen hat der Fonsi Zieglinde verlassen und sie muss jetzt allein zurechtkommen. Neben der Ross arbeitet sie auch als spiritueller Coach. Es ist für sie ein wichtiger Zusatzverdienst. Was es sein soll. Und dann gehen wir mit dem richtigen Ross und begegnen ihnen dann. Es geht dann viel um Intention, Intuition. Und ich begleite die. Sehr gerne. Und Ross. Der Peter sucht das erste Mal Hilfe bei Sieglinde und ihren Ross. Das Thema ist ein bisschen, dass ich Ende Jahr mit meinem Hauptjob aufhöre. Und das ein recht wichtiger Schritt ist in meinem Leben. Also es geht so ein bisschen in einen neuen Lebensabschnitt für mich. Sieglinde ist so die Person, die über die Pferde auch irgendwie ein paar Antworten geben kann, auf was jetzt denn kommt oder was vielleicht von mir übersehen worden ist und wo es könnte hingehen noch. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Gut, gehen wir. Und dann stellst du dir vor, wenn wir jetzt hier oben durchgehen, du gehst wie über eine Schwelle. Alles, was im Alltag einen Einfluss auf mich hat, darf jetzt hier bleiben, hier warten. Und ich gehe mal ohne all dem weiter. Auch wenn ich persönlich jetzt gerade eine schwere Zeit habe, mit dieser Trennung oder einfach einen grossen Lebensumbruch durchgehe, kann ich mich für einen Klienten wirklich in Präsenz begeben und bin für das, was geschieht, wie ein hohler Knochen, wie ein Kanal, das aus dem Schamanischen sagt man hohler Knochen, durch den eigentlich durchfließt, was es gerade braucht. Ich bin in der Präsenz, in der vollen Wahrnehmung, auf allen Ebenen, mit allem, was ist, und kriege dadurch, indem ich alles durch mich durchfließen lasse, die Impulse, die Weisheiten, wie ich jetzt den Klienten begleiten kann. Da vorne sind sie. Ja. Ich lasse dich mal ankommen. Ich würde gleich trommeln im Hintergrund und du kannst dich einfach gehen lassen. Es darf einfach geschehen, was geschehen will, und das ist genau das, was es braucht. Also einmal ist meine Präsenz, die wirklich die ich schenke. Also ich kümmere mich darum, auch völlig da und im Moment zu sein, zu beobachten, wahrzunehmen, was läuft da gerade, was für Spannung ist rum. Aus dem heraus kriege ich eigentlich dann die Impulse, was ist der nächste Schritt, was kann ich anbieten, damit der Peter wieder selber weitergehen kann. Peter, was macht es gerade mit dir? Das jetzt ist gut. Das Vertrauen in das Jetzt. Mit der Art Arbeit, die ich da mache, hat der Fonsi irgendwie nicht so Freude gehabt oder nicht damit anfangen können. Ich kann das gar nicht richtig formulieren, weil ich nicht genau weiß, was da wirklich in ihm vorgegangen ist. Aber für mich ist es einfach der Teil von mir, der mich auch
ausmacht und der gehört zu mir, das bin ich. Das ist ein essentieller Teil von mir. Ja, super, Peter. Bravo. Ich glaube, heute haben mir die Rosse so ein bisschen wie gezeigt, du bleib ein bisschen bei dem, was jetzt gerade ist. Und denk nicht zu viel voraus oder bedauere nicht, was war. Die Rosse machen es ja vor, sie sind jetzt einfach gerade da und es passt und sie weiden. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auf die Pensionierung hin viel mehr auch Überlegungen gemacht, wie geht es weiter und wie ist das mit der Arbeit nachher und so weiter. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen auf die Seite gelegt heute. Ja, jetzt hat sich gerade etwas bewegt. Ja, sicher, wirklich. Ja, es ist gerade super. Auf der Alpage de Rouen ist heute ein Fest. Der Dino freut sich vor allem darüber, dass die Kühe für einmal nicht weit weg vom Stall sind. Heute ist Käseprämisse, also der Pfarrer kommt und dann ist ein Messe um 11 Uhr. Dann ist der Käse und ich bin hier mit den Kühen und die Besitzer der Kühe kommen alle zusammen. Schön, ja, schöner Tag. Ein bisschen weniger weit laufen. Für die Kühe schön grünes Kraut. Ist gut. Et à aimer sans limite, ni arrière-pensée. Und Lou, Dino seine Freundin, ist heute hier. Sie ist das erste Mal bei so einem Anlass dabei. Alle Bauern sind bei der Käsesegnung. Nur der Dino, der ist in diesem Moment allein. Einer muss zu den Kühen schauen und das ist ihm auch gerade recht an diesem Tag. Das ist für mich wichtiger. Ja, man hört mir nicht so oft Husten in der Kirche. Das ist mit Bütz, nicht eins. Es geht um den Käse dort. Da bist du, ich habe dich schon gesucht. Ich war am Käseanbeten. Ach schon? Ja, das ist gut. In der vordersten Reihe. Das hast du für mich auch da. Der muss So, dann. Merci. Prost, merci vielmals. Gesundheit. Gesundheit. Es tut auf jeden Fall gut, ja, wenn ein bisschen mehr Leute da sind. Manchmal gibt es lange Tage, wenn du den ganzen Tag alleine bist. Nur mit den Kühen. Es ist schön, dass die Bauern da sind, ja, sicher. Ein Glas zusammen trinken, ein bisschen schnurren, einen schönen Tag haben. Schön kalt. Ja, es ist gut, wir sind alle zufrieden eigentlich im Großen und Ganzen. Macht Freude, ja. Das ist die zweite, die war halbe Königin. Ah, 47? Ja, genau, Cascada. Wenn sie wirklich weg ist, was die Kraft hat, die Mac. Das ist gestört, das habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, die Schwünge, das macht auch die räumt die fort, wie wenn die anderen 300 Kilo wären. Der macht das wirklich super. Hoffentlich bleibt er noch ein Jahr, 2. Der Dino muss sich gleich entscheiden, ob er noch mal eine Saison machen will oder nicht. Hoppla. Sieglinde ist nach der Trennung nicht nur allein, sie hat sich auch noch die Zehen gebrochen. Also der Gedanke, dass ich abbrechen müsste, nein, das kann ich nicht so etwas. Da bin ich wirklich zu stur auch. Mit gebrochenem Herz und Zehen muss sie noch bis zum Ende der Saison durchhaben. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».